daheim. Willst du das wirklich, Udo? Ich bin eine ziemliche Katastrophe. Ich glaube, dann nehmen wir uns nicht so viel. Heißt das, dass du sie nach Kanada mitnimmst? Ich hab's nicht gefragt. Ich darf total gern mitfahren. Also wenn ich jung war und Zeit hätte, so wie du, ich würde wahrscheinlich gleich mitfliegen. Ich glaube, der Flori, der will mich nicht dabei haben. Hat er das gesagt? Nein, oder nicht. Aber ich frage nicht. Die Bini, die darf in der Zeit wirklich gern singen. Am liebsten da ich die einfach mitnehmen. Aber Aber was? ich hab das Gefühl, das darf dir nicht taugen. Was? Ich hab das Gefühl, du willst mich nicht dabei haben. Die Bini kommt mit nach Kanada. Daheim ist daheim. Da komm ich her, da will ich wieder hin. Daheim ist daheim. Dort, wo ich jeden auf der Straße kenn. Da kannst du jeden Menschen fragen. Er wird die anschauen und dir sagen, daheim ist daheim. Daheim ist daheim. Da komm ich her, da will ich wieder hin. Daheim ist daheim. Warum denn nicht? Das war natürlich der Wahnsinn. Also dann, kommst mit. Aber für 3 Monate. Und dann müssen wir jetzt bloß nur schauen, dass wir möglichst schnell einen bezahlbaren Flug für dich kriegen. Ist das Ganze finanziell überhaupt drin bei dir? Ich habe meine Eltern gefragt. Die zahlen mir einen Flug und ein bisschen was zum Leben obendrauf. Du bist mir ja eine. Fragst deine Eltern einmal Geld, bevor du mich fragst, ob ich die überhaupt mitnehme. Das nennt man prophylaktisches Denken. Aber ich muss vorher auf alle Fälle noch mal haben. Na klar, deine Sachen holen. Ja, und hallo? Dich bei deiner Eltern verabschieden? Ja, vor allem jetzt, wo sie mich so großzügig und spontan unterstützen. Ja, kriegt ihr so schnell überhaupt noch ein Visum? Brauchst du gar nicht. Bloß eine elektronische Einreisegenehmigung. Und die geht eigentlich ganz schnell. Ja, dann habt ihr noch einiges zum Tor bis morgen. Ja, dann darf ich sagen, gehen wir jetzt heim. Dann habt ihr noch genügend Zeit, dass ihr alles rechtzeitig plant, gell? Ich muss eh auch wieder runter. Bitte. Ciao. Servus. Und bitte. Servus. Ciao, servus. Servus. Schön, dass du da warst. Servus. Bis morgen. Kriegen wir das überhaupt alles hier so schnell? Wenn das wer hinkriegt, dann mir. Grüß Anna. Grüß dich. So, da bin ich wieder. Frau Brunner, kann man vielleicht sonst noch irgendwas vorbereiten für die Abschiedsfeier von Florian? Du kannst noch ein paar von deinen guten Krapfen backen. Der Flori, der stirbt dafür. Wir war's denn mit Aprikosenmarmelade als Füllung? Johannisbeer ist besser im Krapfen. Frau Brunner, ich traue mich wirklich mit jedem über Geschmack zu streiten, aber nicht mit einer. Wirst schon wissen, warum. Ja, wie auch zu der Feier kommen? Willst du dich auch vom Flori verabschieden? Ich glaube eher, er ist scharf auf die Johannisbeermarmelade. Ja, also da wirst du mit dem Flori drum streiten müssen. Da muss ja nicht wissen, das sind ein paar vielen. Pauli, er kann es einfach nicht lassen. So schnell kann ich gar nicht schauen, wie der mein Marmelade auf ist. Ich hab dir gesagt, mach mehrer. Sollen wir? Ja, freilich. So der gleiche Flieger wie meiner. Besser geht's ja gar nicht. Gut. Ich kann es immer noch gar nicht glauben. Ich schon. Ah, und die E-Mail von der Einreisegenehmigung, die ist auch schon gekommen. Ja, also, lauf doch. Danke, dass du mir deine Kreditkarten für den Flug gegeben hast. Kein Problem. Dass mir das Geld halt einfach, wenn du das von deinen Eltern hast. Schauen wir mal. Ja, vielleicht bist du gar nicht, oder? Selten. Ich kann's nicht glauben, dass ich jetzt offiziell im gleichen Flieger hocke.
Das ist so lieb von meinen Leuten, dass mir das Geld geben und dass ich es erst abstottern muss, wenn ich wieder da bin und wenn ich eine Arbeit habe. Ja, und das Wohnen kostet ja auch nichts. Die Wohnung habe ich ja schon mit. Das ist echt Wahnsinn. Vielleicht kann ich irgendeinen Aushilfsjob auch noch machen. Ja. Du brauchst ein Working Holiday Visum. Und du musst nachweisen, dass du mindestens 3.000 kanadische Dollar auf dem Konto hast. 3.000? Ja, das Geld könnte da schon einzahlen, aber ich weiß nicht, wie lange das dauert, bis man das Visum kriegt. Kann man das im Land selber nicht mehr beantragen? Ich glaub schon. Das ist alles total irre, weißt du das? Jetzt muss ich bloß noch nach Neumarkt fahren und meine ganzen Sachen holen. Also, der Flieger geht um 5 nach 6. Das heißt, wir sollten sicherheitshalber um 4 Uhr am Flughafen sein. Also fahren wir spätestens um 2, halb 3 in Lansing los. Mama fährt uns. Okay. Ja, dann, wenn ich mir jetzt einen Wecker auf 6 stelle, dann sollte man es eigentlich gut hinkriegen. Da. Oh, der Akku ist fast leer. Häng's an, sonst bringt dir der ganze Wecker nichts. Oh. Zufrieden? Fast. Und? Wie schaut's aus? Ja, Zündkerzen aus, neuen Keilriemen rein, neu auswuchten. Die sind doch ruckzuck wieder wie neu. Da kannst du es ja schon bis morgen Nachmittag verkauft haben, bis ich wieder da bin, oder? Bis dahin habe ich die 3-mal verkauft. Da lehnt sich ja jemand ganz schön weit aus dem Fenster hinaus. Ja, aber so schwer wird es nicht sein, die loszubringen. Das sind ja Sammlerstücke. Du kannst mir assistieren. Ab heute Nachmittag bin ich nämlich dein Chef. Ja, aber bloß bis morgen, gell? Ich gehe dann mal wieder rein. Wie schaut's aus? 300 € Provision, wenn ich bis morgen Abend verkaufe? Ist es dein Ernst? Ja, freilich. Also gut. 200 € Bonus, wenn du einen bis morgen Nachmittag verkauft hast. Okay, aber dann pro Wagen. Ich schon. Jetzt verkauf erst einmal einen. Und zwar nicht unter Preis, gell? Der hier mindestens 25.000. 40. 20. Haben wir uns. Okay, alles klar. Ich hätte mich übrigens auch für 100 pro Wagen ins Zeug gelegt. Ja. Und ich hätte da 300 € Bonus gezahlt. Weißt du, was wir halt machen? Wir fliegen auch mal um die halbe Welt. Spätestens. Ich weiß nicht, aber der Wecker hat auf alle Fälle noch nie geklingelt. Scheiße. Das ist rausgerutscht. Was? Das ist aus. Okay. Fuck. Gleich halbe Neine. Was? Scheiße! Das gibt's ja nicht. Schaffst du es jetzt überhaupt so bis nach Neumarkt wieder zurück? Freilich! Muss ich ja. Ich muss ja mein Geld holen und mein Zeigel und ich kann ja nicht einfach 3 Monate abhauen, ohne dass ich meine Eltern Servus sag. Oh, und wenn Stau ist? Mir halt nichts jetzt auf. Ich bin spätestens um 1:30 wieder da. Ach, mein Jacke. Servus! Da renn dich nicht! Also wenn die so schmecken, wie es ausschauen, dann freue ich mich jetzt schon drauf. Zumindest bin ich noch rechtzeitig fertig geworden. Ja, das heißt noch lange nicht, dass es schmecken. Na, aber das heißt, dass ich recht fleißig war. Ah, dann kannst du auch gleich die Teller holen, wenn du schon so fleißig bist. Also gut, ausnahmsweise. Aber bloß, weil es für den Flori ist. Danach muss ich wieder in die Küche. Und jetzt trödel nicht.
Was machst denn du da? Nix. Ich wollte grad gehen. Was hast denn du da hinter deinem Rücken? Ich muss jetzt heim zum Essen, sonst schimpft Mama. Du bleibst da. Und jetzt sagst mir deine Hände. Na, die andere auch. Alle zwei gleichzeitig. Du weißt doch ganz genau, dass das für die Feier vom Flori ist. Ich wollte ja auch bloß einen. Wenn's schon bitteschön gesagt hättest, dann hätte ich dir ja einen gegeben. Darf ich bitte schön den Krapfen haben? Na, jetzt hast du ihn ja schon angepatscht. Dann kannst du ihn auch mitnehmen. Und jetzt zupf die. Und du passt auf, dass der nicht noch einmal einen Krapfen angelangt. Ja. Grüß dich. Hey. Da fragt aber jemand früher zum Backen, hä? Kannst mir gern helfen, wenn's boxt. Na ja, danke, ich bin selber schon auf der Autobahn nach Mainz unterwegs. Ich will bloß noch schnell Servus sagen. Du, hey, das wäre bloß nicht sentimental, gell? Ja, keine Angst, nicht so schlimm wirst du mir schon nicht abgehen. Und wenn doch, kannst du uns ja gern besuchen kommen. Wenn's mir Flug zahlst. Und wieso eigentlich uns? Du hast doch gesagt, du lässt die Anna daheim. Ja, da führen die mir jetzt die Biene mit. Und was ist zwischen? Kannst du bitte das Auto der Bini für mich übergeben und ich nehm's mit nach Kanada passiert? Ach du. So einiges. Naja, aber so wie es strahlst, bist du ja scheinbar ganz zufrieden mit der Entwicklung, hä? Allerdings. Na dann viel Spaß. Jetzt geh ich muss weiter. Komm. Fertig, servus. Und mach's gut. Und nicht vergessen, du hast versprochen, dass du einmal im Monat eine Postkarten schreibst, okay? Hab ich nicht vergessen. Und du lässt die Mainz nicht über den Tisch ziehen. Kennst mich doch. Pass auf dich auf. Danke. Fertig. So, dann. Dokumente. Gut. Führerschein, Krankenkarten, Kreditkarten, Reisepass. Na, du Weltreisender, wie weit bist du? Was du, mein Reisepass ist? Wahrscheinlich da, wo du ihn das letzte Mal hingelegt hast. Na, da ist er nicht. Du, deine Mama ist Oberbürgermeisterin. In 10 Minuten hast du einen Neichen. Hey. In dem Pass ist mein Studentenvisum. Ohne das darf ich gar nicht einreisen. Oh, soll ich das suchen helfen? Ja, mach. Das gibt's doch jetzt nicht. Nicht schlecht, oder? Ja. Baujahr 68, V8-Maschine. 4,7 Liter Hubraum. Ja, aber leider nicht mehr im Originalzustand. Ah, ich sehe schon, Sie kennen sie aus. Das ist bloß eine kleine Leidenschaft von mir, mehr nicht. Sie können sich ruhig mal neisetzen, wenn Sie wollen. Ah, Sie sind ja einer. Eigentlich wollte ich bloß mein Auto auftanken und jetzt soll ich einen Oldtimer kaufen. Neisetzen kostet doch nichts. Ja. Wenn wir schon dabei sind, was soll denn der kosten? 26.500. Ja, also das ist wirklich ein Schnäppchen. So ein Modell gibt's kaum noch. Den kriegst du normal nicht unter 30.000. Ihre Tankrechnung, die macht dann 55 Euro. 55 Euro? Passt schon. Dankeschön. Danke. Was sagen Sie, sind Sie interessiert? Ja, ich schon, aber meine Frau weniger. Sagen Sie das nicht, wenn Ihre Frau erst mal auf den Geschmack kommt. Ja. Kann die vielleicht eine Probefahrt machen? Ja, da muss jetzt bloß noch die Unwucht ausgeglichen werden, aber dann kein Problem. Also, ich hab noch einen Termin. Wie wär's um 2? 2 wäre perfekt. Gut, bin ich um 2 da. Viert einer. Wunderbar. Ah. Hallo. Lass mal, ich mach das schnell. Fang du schon mal mit den Oldtimern an, da gibt's genug zu tun, ja? Grüß Gott. Also, wenn ihr Stress habt, ihr werdet es nicht glauben, aber ich kann auch selber tanken. Ja, in dem Fall wäre das wirklich sehr nett. Ich komme dann gleich zum Abkassieren. Ja. Also, bei dem, da muss man die Unwucht ausgleichen. Und da gehört die Batterie ausgewechselt, ja? Und was machst du?
Den Herrn Kirchleitner abkassieren. Und dann kümmere ich mich um die Reparatur von meinem Darberger. Das ist dringend. Noch Fragen? Hab ich dich erwischt. Ich hab gar nichts gemacht. Das Sigi. Die sehen doch ganz normal aus, oder? Ich bin deppert. Die Frau Brunner hat eindeutig gesagt, du sollst die Krapfen nicht mehr anlangen. Ihr habt's nicht angelangt. Ihr habt mit dem Strohhalm die Marmelade rausdutzelt. Hast du jetzt ernsthaft bei alle Krapfen die Marmelade raustuzelt? Nicht bei allen. Bei dem und dem. Die anderen, die sind noch ganz. Herrschaftszeiten, Pauli. Ich hab gemeint, das merkt man nicht. Du weißt schon, dass du einen richtigen Ärger kriegst von der Frau Brunner, gell? Bitte nicht petzen. Wo soll ich denn jetzt bitte so schnell neue Krapfen herkriegen zur Abschiedsfeier von Flori? Die Löcher, die sind doch eh so klar. Die Löcher? Das darf doch jetzt nicht wahr sein. Jetzt denk noch mal in aller Ruhe nach, wo der Pass sein kann. Ich hab keine Ahnung. Da ist er nicht, im Auto ist er nicht. Und ist er auch nicht. Ich hab alles auf den Kopf gestellt. Sag mal, hat den Bini vielleicht mitgenommen? Besetzt. Bist du wirklich sicher, dass dein Geldbeutel nicht bei deinen Leuten daheim liegen lassen hast? Ja, die waren noch mal zurückgefahren, aber ich bin eh schon so spät dran. Wenigstens ist dir nur vom Tanken aufgefallen, dass er weg ist. Soll mich das jetzt trösten, oder was? Kathi, da ist ein Haufen Geld drin. Jetzt schauen wir noch mal in Ruhe alles durch. In Ruhe, du bist lustig. Um die Zeit wollte ich schon längst wieder zurück in Lansing sein. Ey, der Flori, der bringt mich um, wenn ich den Flieger nicht schaffe. Hast die Handtaschen schon ausgeleert? Ausgeladen. Ja, das mach ich immer, wenn ich was dringend suche. Kathi, ich hab die Taschen mindestens 10-mal durchgewühlt. Ausleeren, Bini. Oh, ja, wenn's du meinst. Das gibt's nicht. Da ist er. Na, sag ich doch. Kathi, entschuldige, dass ich so umeinander bin. Ich kenn dich nicht anders. Was ist denn das? Was denn? Immer noch besetzt. Sie fix. Aber jetzt wird's ungut. Die wird um die Zeit schon lang wieder da sein. Vielleicht steckt's im Stau. Ich sehe mich schon die Flüge umbuchen. Das wird sauteuer. Ja, schau doch nur irgendwo. Irgendwo muss er doch sein. Ich weiß wirklich nicht, wo ich noch suchen kann. Ja, Bini? Was? Oh. Na, Gott sei Dank. Oh, und wo bist du? Ja gut, dann beeil dich, aber fahr vorsichtig. Ich brauch dich noch. Ja, Fetti. Sie hat meinen Pass. Ich bring's um. Dann können wir jetzt endlich mit Feiern anfangen. 2 Stunden spät, aber immerhin. Auf geht's. So, schau, dann machen wir da ein Loch rein. Ah, ja, sauber. Und schon haben wir einen waschechten Donut. Ich finde Donuts eh viel besser als Krapfen. Das sieht die Frau Brunner wahrscheinlich ein bisschen anders, aber ich lasse mir schon irgendeinen Grund einfallen, warum ich umdisponiert habe. Aber nicht sagen, dass wegen mir ist. Na, aber dafür habe ich voll was gut bei dir, gell? Ich helfe immer gern beim Backen. Mhm, das hättest du wohl gern. Du sollst nicht so viel schlecken, sondern du sollst arbeiten, gell? Entschuldigung. Genau, jetzt die Streusel noch. Ah, der schaut ja schon ganz gut aus. Kannst ruhig ein bisschen mehr reinnehmen. Mmh. Der ist gut. Du bist der Typ von heute Vormittag schon da gewesen, der sich für den Oldtimer interessiert hat. Na, aber der hat jetzt sich für den interessieren. Ja, vor allem die Farbe gefällt mir. Na, das ist doch schon mal was. Ah, da sind Sie ja, pünktlich wie die Maurer. Ich hoffe, das Prachtstück ist noch nicht verkauft. Bis jetzt nicht. Ja, dann beeilen wir uns mit der Probefahrt. Jederzeit.
Schüssel ist schon echt der Hammer. Und die sind technisch soweit okay? Wenn wir die hergekriegt haben, dann schon, ja. Tonschein an, ich hab die Unwucht noch nicht gekriegt. Verdammt. Passt alles? Ja, sicherlich. Im Nebenzimmer sind bloß noch ein paar Krapfen. Weißt du, was mit dem Rest passiert ist? Was ist denn das? Ach so, ja. Das sind Donuts. Ja, das sehe ich selber. Und wo sind die Krapfen? Das sind die Krapfen. Ich habe ein bisschen umdisponiert. Das ist irgendwie, ja, kanadischer. Kanadischer? Ja, weil im Prinzip sind ja Donuts nichts anderes wie Krapfen mit Loch, bloß mit Glasur. Und dass du umdisponiert hast, das hat überhaupt nichts mit dem Lausbaum da zum tun. Nein, überhaupt nicht. Das war eine rein konzeptionelle Überlegung von mir. Und der Pauli, der hat mir bloß ein bisschen geholfen bei der Glasur. Das ist alles. Rein konzeptionell. Interessant. Naja, also. Na, da die sagen, jetzt tragt's schleunigst die Donuts da rüber, die sind schon alle versammelt. Gern. Mach mal. Da haben wir Glück gehabt. Mal schade, dass wir nur so kurz Abschied feiern können wegen der ewigen Sucherei, ha? Ich bin einfach bloß froh, wenn die Bini endlich da ist. Ja, jetzt ganz ruhig, die wird schon kommen. Ah, ja, was bringt's denn ihr da? Donuts. Schlecht. Danke. Ja, was habe ich gesagt? Das Konzept ist aufgegangen. Also, hör auf deine Mama und entspann dich. Nur seid ihr gut in der Zeit, oder? Die Bini macht's gerne mal ein bisschen spannend. Das schaut dir einmal gar nicht, wenn du auf ein Madel warten musst. Ja, ihr lacht und ich krieg's mit den Nerven. Ja, der Patrick hat schon recht. Schön, dass endlich einmal andersrum ist. Ja, sonst lachst du und mir kriegst wegen dir mit den Nerven. Danke, Onkel Gregor. Aber jetzt mal im Ernst. Wenn es in 10 Minuten nicht da ist, dann wird's wirklich eng. Hauptsache dir geht's gut, gell? Ich hätte jetzt um 30 Jahre älter noch. Und da gibt's gar keine Nachteile an der Kahn. Doch, leider schon. Das säuft ziemlich viel Benzin. 10 Liter im Schnitt. Das heißt dann bei meinem Fahrstil mindestens 12. Da bin ich als absolute Umweltsau unterwegs. Ja, wie man es nimmt. Ein Auto verbraucht nie so viel Energie wie in der Herstellung. Deswegen schont man schon allein dadurch die Umwelt, dass man es lang fährt. Ja, wenn man es so sieht, hast recht. Ja. Was kostet der Schwarze da draußen? Moment, das musst du kurz nachschauen. Der wäre 20.000. Okay, und der? 40. Okay. Also danke für die Infos. Ich schlafe noch mal drüber und dann komme ich morgen noch mal vorbei. Kein Problem. Gut. Schlackert ja so, dass man denkt, die Vorderachse fliegt einem um die Ohren. Ja, Dorst, das liegt wirklich nur an der Unwucht. Ich dachte, es wäre schon beseitigt. Bitte, da gab es bloß ein kleines internes Missverständnis bei uns. In wenigen Minuten haben wir das erledigt. Sie wissen selber, da müssen nur die Bleigewichte neu befestigt werden. Also ehrlich gesagt, so ein unprofessionelles Arbeiten habe ich in einer Werkstatt noch nie erlebt. Sie lassen mich mit einem Wagen Probe fahren, der nicht in Ordnung ist. Ich hab gedacht, dass alles passt, wirklich. Ansonsten ist der Wagen in einem erstklassigen Zustand. Das haben Sie schon mal gesagt. Darf ich Sie vielleicht noch auf einen Kaffee einladen, während wir uns um die Unwucht kümmern? Weil Sie es sind, okay. Gut, vielleicht wollen Sie auch einen Blick in die Papiere werfen, dann sehen Sie, der Wagen hat insgesamt nur 3 Besitzer gehabt. Davon über 20 Jahre einen, der ihn kaum gefahren ist. Nehmen Sie doch Platz. Danke, danke, danke. Sagen Sie, und mit dem Kaufpreis könnten Sie mir da ein bisschen entgegenkommen? Da haben wir leider nicht mehr viel Spielraum. Also. Ich bin gleich wieder da. Setzen Sie sich. Was hast du die ganze Zeit gemacht? Du bist echt zu nichts zu gebrauchen, oder? Gleich 2:30. Darf ich jetzt endlich nervös werden? Ihr zwei, ihr habt euch wirklich gesucht und gefunden. Ah, endlich!
Wartet Sie auf mich? Auf meinen Pass. Ja, den gibt's aber nur mit mir. Jetzt pressiert's auf einmal nimmer, oder was? Jetzt gehen wir. Schmusen kannst im Flieger. Willst du jetzt loswerden, oder was? Ja, sonst krieg ich's auch noch mit den Nerven vor lauter Chaos. Die weiter, Patrick, grüß mal schnell. Bin ich Mausi. Danke, dass du auf mein Auto schaust. Du findest die jetzt schon so ideal. Ja. Lass dich noch einmal Pass auf drauf. die Augen. Viel Spaß. Mach's gut, du. Na dann, auf geht's nach Kanada. Na ja, los! Ruft zu, wenn's da seid. Und schreibt mal der Tante oder ein Mail. Bis gleich. Servus. Mach's gut. Ciao. Bis gleich. Bist du endlich fertig? Ja, jetzt ist da nichts mehr unwuchtig. Sehen Sie, dann können Sie jetzt noch eine Runde drehen. Ja, das darf ich ja ganz gern, aber ich habe nur einen Geschäftstermin. Ja, dann sollen wir gleich einen neuen Termin ausmachen. Ich melde mich bei Ihnen. In Ordnung. Ich gebe Ihnen meine Karte, da steht meine Nummer drauf. Falls Sie Fragen haben, einfach anrufen jederzeit. Danke. Danke Ihnen. Wiederschauen. Wiedersehen. Es tut mir leid. Aber du hast gesagt, richt die Oldam und nicht mach den anderen zuerst. Das ist ja wohl logisch, wenn er mit dem eine Probefahrt machen will. Und woher hätte ich das wissen sollen? Ich war ja bei eurem Gespräch nicht dabei. Dann frag halt, wenn's was nicht weißt. Du hättest ja einmal was tun können. Brauchst jetzt nicht mir die Schuld in die Schuhe schieben. Hör mal zu, du bist aber schuld. Ab jetzt befolgst du gefälligst mal Anweisungen, sonst rede mal mit Mike ein ernstes Wort. Also ein bisschen neidisch bin ich ja schon auf den Flori und Bini. Ja, obwohl, bei uns ist ja auch was los. Mein Chef zum Beispiel, der testet jetzt dann mal erst selber brautes Bier. Mhm. Was, ob das schmeckt? Sie sind gut. Sie können gerne mal vorbeikommen und probieren, ob es einen Unterschied zum Kirchleitner Hell rausschmeckt. Wisst ihr das wirklich gut war? Ich bin eine ziemliche Katastrophe. Ich glaube, dann nehmen wir uns nicht so viel. Heißt das, dass du sie nach Kanada mitnimmst? Ich hab's nicht gefragt. Ich darf total gern mitfahren. Also wenn ich jung war und Zeit hätte, so wie du, ich darf wahrscheinlich gleich mitfliegen. Ich glaube, der Flori, der will mich nicht dabei haben. Hat er das gesagt? Nein, oder nicht. Aber ich frage nicht. Die Bini, die darf in der Zeit wirklich gern singen. Am liebsten würde ich die einfach mitnehmen. Aber Aber was? ich hab das Gefühl, das darf dir nicht taugen. Was? Ich hab das Gefühl, du willst mich nicht dabei haben. Die Bini kommt mit nach Kanada! Daheim ist daheim, da komm ich her, da will ich wieder hin. Daheim ist daheim, dort wo ich jeden auf der Straße kenn. Da kannst du jeden Menschen fragen, er wird dich anschauen und dir sagen, daheim ist daheim. Daheim ist daheim, da komm ich her, da will ich wieder hin. Daheim ist daheim. Warum denn nicht? Das war dann natürlich der Wahnsinn. Also dann, kommst mit. Aber für 3 Monate. Nein. Und dann müssen wir jetzt bloß nur schauen, dass wir möglichst schnell einen bezahlbaren Flug für dich kriegen. Ist das Ganze finanziell überhaupt drin bei dir? Ich hab meine Eltern gefragt. Die zahlen mir einen Flug und noch ein bisschen was zum Leben obendrauf. Du bist mir ja eine. Fragst deine Eltern um Geld, bevor du mich fragst, ob ich die überhaupt mitnehme. Das nennt man prophylaktisches Denken.
Aber ich muss vorher auf alle Fälle noch mal haben. Na klar, deine Sachen holen. Ja, und hallo? Dich bei deiner Ente verabschieden? Ja, vor allem jetzt, wo sie mich so großzügig und spontan unterstützen. Ja, kriegt ihr so schnell überhaupt noch ein Visum? Brauchst du gar nicht. Bloß eine elektronische Einreisegenehmigung. Und die geht eigentlich ganz schnell. Ja, dann habt ihr noch einiges zum Tor bis morgen. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt heim. Dann habt ihr noch genügend Zeit, dass ihr alles rechtzeitig plant, gell? Ich muss eh auch wieder runter. Servus. Ja, Kathi. Bitte. Ciao. Servus. Und bitte. Servus. Ciao, servus. Servus. Schön, dass du da warst. Servus. Bis morgen. Kriegen wir das überhaupt alles hier so schnell? Wenn das wer hinkriegt, dann mir. Grüß Anna. Grüß So, da bin ich wieder. Frau Brunner, kann man vielleicht sonst noch irgendwas vorbereiten für die Abschiedsfeier von Florian? Du kannst noch ein paar von deinen guten Krapfen backen. Der Flori, der stirbt dafür. Wie war's denn mit Aprikosenmarmelade als Füllung? Johannisbeer ist besser im Krapfen. Frau Brunner, ich traue mich wirklich mit jedem über Geschmack zu streiten, aber nicht mit einer. Wirst schon wissen, warum. Ja, wie auch zu der Feier kommen? Willst du dich auch vom Flori verabschieden? Ich glaube eher, er ist scharf auf die Johannisbeermarmelade. Ja, also da wirst du mit dem Flori drum streiten müssen. Da muss ja nicht wissen, das sind ein paar fehlen. Pauli, er kann's einfach nicht lassen. So schnell kann ich gar nicht schauen, wie der meine Marmelade auf ist. Ich hab dir gesagt, mach mehrer. Soll man? Ja, freilich. So der gleiche Flicker wie meiner. Besser geht's ja gar nicht. Gut. Ich kann's immer noch gar nicht glauben. Ich schon. Ah, und die E-Mail von der Einreisegenehmigung, die ist auch schon gekommen. Ja, also, lauf doch. Danke, dass du mir deine Kreditkarten für den Flug gegeben hast. Kein Problem. Gib mir das Geld halt einfach, wenn du das von deinen Eltern hast. Schauen wir mal. Ja, vielleicht bist du gar nicht, oder? Selten. Ich kann's nicht glauben, dass ich jetzt offiziell im gleichen Flieger hocke. Das ist so lieb von meinen Leuten, dass mir das Geld geben und dass ich es erst abstottern muss, wenn ich wieder da bin und wenn ich eine Arbeit habe. Ja, und das Wohnen kostet ja auch nichts. Die Wohnung habe ich ja schon mit. Das ist echt Wahnsinn. Vielleicht kann ich irgendeinen Aushilfsjob auch noch machen. Ja. Du brauchst ein Working Holiday Visum. Und du musst nachweisen, dass du mindestens 3.000 kanadische Dollar auf dem Konto hast. 3.000? Ja, das Geld könnte da schon einzahlen, aber ja, ich weiß nicht, wie lange das dauert, bis man das Visum kriegt. Kann man das im Land selber nicht mehr beantragen? Ich glaube schon. Das ist alles total irre, weißt du das? Jetzt muss ich bloß noch nach dem Neumarkt fahren und meine ganzen Sachen holen. Also, der Flieger geht um 5 nach 6. Das heißt, wir sollten sicherheitshalber um 4 Uhr am Flughafen sein. Also fahren wir spätestens um 2, halb 3 in Lansing los. Mama fährt uns. Okay. Ja, dann, wenn ich mir jetzt einen Wecker auf 6 stelle, dann sollte man es eigentlich gut hinkriegen. Da. Oh, der Akku ist fast leer. Häng's an, sonst bringt dir der ganze Wecker nichts. Oh. Zufrieden? Fast. Und? Wie schaut's aus? Ja, Zündkerzen aus, neuen Keilriemen rein, neu auswuchten. Die sind doch ruckzuck wieder wie neu. Da kannst du es ja schon bis morgen Nachmittag verkauft haben, bis ich wieder da bin, oder? Bis dahin habe ich die 3-mal verkauft. Da lehnt sich ja jemand ganz schön weit aus dem Fenster hinaus. Ja, aber so schwer wird es nicht sein, die loszubringen. Das sind ja Sammlerstücke. Du kannst mir assistieren. Ab heute Nachmittag bin ich nämlich dein Chef. Ja, aber bloß bis morgen, gell? Ich gehe dann mal wieder rein.
Wie schaut's aus? 300 Euro Provision, wenn ich bis morgen Abend verkaufe? Ist es dein Ernst? Ja, freilich. Also gut. 200 Euro Bonus, wenn du einen bis morgen Nachmittag verkauft hast. Okay, aber dann pro Wagen. Ich schwöre, jetzt verkaufe ich erst einmal einen. Und zwar nicht unter Preis, gell? Der hier mindestens 25.000. 40. 20. Haben wir uns. Okay, alles klar. Ich hätte mich übrigens auch für 100 pro Wagen ins Zeug gelegt. Ja. Und ich hätte da 300 Euro Bonus gezahlt. Weißt du, was wir halt machen? Wir fliegen auch mal um die halbe Welt. Spätestens.